Als ich in meinem Sabbatical war, in diesen Wochen, war ein Gedanke immer wieder da gewesen, wo Gott mein Herz angesprochen hat. Und das ist einer, der mir neu war, aber es hat so mich tief getroffen. Die Frage von Gott, Matthias, oder die Bitte von Gott, gib mir dein ganze Herz. Du dich wirklich in deinem Inneren, dich ganz neu mir ausliefern. Oder auch die Frage, die natürlich damit in Zusammenhang steht, hey Matthias, folgst du mir, dienst du mir wirklich mit ungeteiltem Herz? Und ich wollte zuerst sagen, ja logisch und so, mache ich. Aber ich habe gemerkt, Gott will tiefer gehen. Gott möchte eine Hingabe in meinem Leben, eine Auslieferung an ihn, die nochmal eine andere Qualität hat, als ich sie bis jetzt hatte in meinem Leben. Und die Frage, ich habe sie dann wirklich auch so beantworten. Ich habe gesagt, Gott, ich weiss vielleicht nicht im Detail, was das heisst, aber ja, ich will. Und ich bin auch im Gottesdienst, wo ich war, einfach auf meine Knie gegangen, auch vor Gott, habe gesagt, Herr, ich erkenne ja auch, eben, Exodus, der grösste Kampf, glaube ich, der in unserem Leben stattfindet, der ist um unser Herz, wem es gehört. Und ob unser Herz wirklich ganz, ganz einfach Gott hingegeben ist. Und das bringt uns eigentlich gerade in unsere Story rein. Und bevor ich unseren Text lese, muss ich auch noch schnell reinnehmen in das, was geschehen ist. Der Mose, nach dem Auszug von Ägypten, hört von Gott. Gott sagt ihm, hey, ich werde dir jetzt die Gebote geben für mein Volk. Es war eigentlich der Bund, wie ihr leben sollt. Er geht auf den Berg und es ist viel länger gegangen, als er gedacht vermutlich und auch als die Leute gedacht haben. Er bleibt dort oben und die Leute gehen zum Aaron, Mose sein Bruder, der der Priester war für das Volk, sagen, hey, der bleibt so lange weg, keine Ahnung, was dort passiert. Hey, wir brauchen wieder irgendeinen Ersatz, etwas mit Gott und so. Und sie bringen ihren Goldschmuck, schmilzt das ein und daraus kommt da das goldige Kalb und so. Und sie fangen an zu jubeln und machen das Riesenfest. Und der Mose kommt runter vom Berg und sieht den Jubel, sieht das Fest und er wird getroffen in seinem Herz, tief betroffen, weil er merkt, hey, Gott ist eigentlich dran, die Menschen in ein ganz tiefes Vertrauen zu ihm zu nehmen, einen Bund, eine Connection mit dem Volk zu schliessen. Und was machen sie? Kaum ist er weg, hey, machen sich ihren eigenen Gott, ihre eigenen Vorstellungen, wie Gott ist, fangen das an befeiern, was sie sich selber ausgedacht haben, was sie selber fabriziert haben. Und Gott ist wie vergessen oder einfach weit weg. Der Mose nimmt die Tafel und er schmeißt sie am Boden, sie gehen kaputt. Und ich bin überzeugt, er hat in seinem Herz und er hat in seinem Intellekt genau gewusst, was auf diesen Tafeln gestanden ist, sind die 10 Gebote gewesen. Und das erste Gebot war, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er kommt runter und er sieht das Volk. Und genau das, was Gott als erstes gesagt hat, genau das macht das Volk in dem Sinne eben nicht. Sie brechen Gottes erstes Gebot. Und jetzt kommt da unser Text. Und er zeigt eigentlich, wie gütig Gott trotzdem war. Und das heißt, der Herr befahl Mose, hau dir 2 Steintafeln wie die ersten. Danach werde ich auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten. Keiner darf den Berg betreten. Nicht einmal die Schaf-, Ziegen- und Rinderherden dürfen in der Nähe des Berges weiden. Also meißelte Mose 2 Steintafeln zurecht, wie die ersten beiden. Dem Befehl des Herrn gemäß stieg er früh am nächsten Morgen auf den Berg, die 2 Steintafeln in den Händen. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrechts und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Da kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde und betete den Herrn an.
Für ganz kurz, was noch vorher passiert ist. Der Mose bittet Gott für sein Volk. Er steht ein für sein Volk und sagt, hey, vergib ihnen. Und dann ruft Gott ihn nochmal. Und ich finde es so beeindruckend eigentlich, dass gerade in unserem Text, dass Gott uns wie zeigt, hey, wer es mit Gott irgendwo, wer es nicht auf die Reihe gebracht hat, der ist nicht einfach abgeschrieben bei Gott. Sondern Gott gibt ihm eine zweite Chance. Er zeigt dem Mose, hey, weißt du was, das erste Mal hat es nicht geklappt mit dem Bund. Komm noch mal rauf. Komm, wir machen noch mal einen Anlauf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe den Menschen nicht auf. Und ich finde das so ermutigend. Er geht dort rauf, schreibt da die gleichen Steintafeln, nochmal die 10 Gebote auf. Und ich will für einen Moment vielleicht nicht auf alle Gebote eingehen, aber wenigstens auf eins eingehen. Weil Gott ist es so wichtig gewesen, dass die Menschheit die Gebote wirklich kennt. Die 10 Gebote sind nämlich nicht nur geschrieben gewesen, seinerzeit für Israel, sondern zeigen eigentlich Gottes Herz und Gottes Gedanken für uns Menschen bis in die heutige Zeit hinein. Jesus hat die 10 Gebote später mal noch bestätigt und hat gesagt, hey, die sind wichtig, sind essentiell. Und das Erste ist das Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich kann mir vorstellen, wenn man den Text so hört in der heutigen Zeit, das tönt sowas von einengend, das tönt sowas von absolut. Man kann sich fragen, hey, was ist das für ein Gott, der sagt, hey, ich meine, du kannst doch auch noch andere haben. Ich meine, es gibt ja noch andere Götter, etc., etc. Und jetzt kommt Gott und sagt einfach, neben mir keine andere. Aber mir ist bewusst worden, je mehr ich über das auch nachgedacht habe, dass genau das Gebot unser Beste, unser Wohl zum Ziel hat. Nämlich nicht eine Einengung für uns, sondern eine Befreiung für uns. Und ich werde euch das schnell ein bisschen darlegen, respektive mit euch darüber nachdenken. Schaut, wir dienen in unserem Leben dem, was uns wichtig ist. Ich will es mal so sagen, der Mensch ist ein unverbesserlicher Anbeter. Viele Männer beten Frauen an. Was machen sie alles, um Frauen zu gewinnen? Da mal ein Mann gesagt, ich kann gar nicht leben, ohne immer an irgendwelche Frauen zu denken. Und sie sind immer dort, immer präsent. Du kannst die ganze Kunstgeschichte anschauen. Gemälde, Statuen, Büsten und so weiter. All die, ich weiß auch nicht, hätte mal ein alter Prediger gesagt, und ewig lockt das Weib. Etwas ist da. Es ist irgendeine Magie da, auch zwischen Mann und Frau. Und ich werde aber vielleicht mal etwas anderes nehmen. Ich werde mal unseren Beruf nehmen. Ich meine, es ist schön, wenn unsere Gaben zur Ehre von Gott können im Einsatz sein. Es ist schön, wenn wir in unserem Beruf Menschen dienen, für uns für eine gute Sache auch einsetzen. Aber wenn unser Beruf uns wichtiger wird als Gott, dann geschieht etwas. Wir werden ein Sklave von unserer Arbeit. Wir laufen der Arbeit hinterher, wir kommen irgendwo in Konflikt, und zwar im Sinne von Zeit. Wir leben dann vielleicht nur noch für den Job. Oder wir werden ein Sklave von der Arbeit, in dem Sinn, dass wir plötzlich in ethische Konflikte kommen. Wir haben grosse Ziele und plötzlich merken wir, hey, wenn man ehrlich sein will, wenn man geradlinig sein im Beruf, plötzlich kommt das unter eine Challenge. Ethische Konflikte in Bezug auf Power, Einfluss, den man hat, auf Ehrlichkeit, Integrität. Wie viele Ehen sind schon gescheitert, weil der Beruf wichtiger geworden ist als die Beziehung selber? Du kannst in die Familie hinschauen, in Einzelbiografien, die ganzen Versuchungen, die kommen, auch im Zusammenhang mit dem Geld und im Geschäftsleben. Es fängt ganz klein an oft mit der Spesenabrechnung und plötzlich sind Sachen drauf, die man eigentlich gar nicht abrechnen könnte. Es geht weiter bis zur Mehrwertsteuer. Bist im Deutschen posten, kommst an die Schweizer Grenze und hoffst, wirst nicht verwutscht. Und dann geht es bis zu den grossen Delikten, wo Menschen Millionen veruntreuen. Und es zeigt uns, wenn unser Beruf uns wichtiger wird als Gott, bringt es nicht Freiheit, sondern im Gegenteil, es bringt Einengung, es bringt Riesenkonflikt. Du sagst ja, Matthias, ich lebe im 21. Jahrhundert, I enjoy life. Ich lebe nicht für den Beruf. Aber vielleicht
sind die Meinungen von anderen Menschen extrem wichtig. Ihre Akzeptanz, ihre Liebe, ihre Bestätigung. Und ich glaube, es ist mega schön, wenn wir so leben können, dass wir andere nicht verletzen, dass wir auch uns überlegen, hey, was dient dem anderen, was bringt Segen dem anderen. Das ist eine mega gute Einstellung. Aber wenn wir versuchen, in erster Linie Liebe, Akzeptanz, Bestätigung durch andere Menschen überzukommen und es nicht bei Gott suchen, dann werden wir zu Gefangenen von der Meinung von anderen Menschen. Und wie viele Menschen sind hinter dieser Anerkennung hinterher? Wie viele Menschen kennen das? Da kommt 100 Komplimente, eine Kritik, aber alles, was ihnen in Erinnerung bleibt, ist die eine Kritik. Und wir merken gar nicht, wenn wir unsere Bestätigung, unser Ja nicht bei Gott suchen, dann suchen wir es durch irgendjemand anderes. Und was wir uns von dem, wo wir uns als Bestätigung, Liebe versprechen, am Schluss fangen wir dem an dienen und wir werden zu Sklaven von der Meinung von anderen Menschen. Es können auch andere Sachen sein. Es kann das Geld sein, es kann Hobby sein, es können Freizeit sein. Es ist toll, wenn die Sachen zum Leben beitragen. Aber wenn es zu dem wird, wo wir uns die Freude fürs Leben, die Erholung im Leben, die Erfüllung im Leben versprechen, dann werden wir immer Gefangene sein von all diesen Sachen. Nur Gott ist in der Lage, unsere tiefste Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bestätigung wirklich zu erfüllen. Und so sagt Gott über den Menschen dort, hey, sie haben eine grosse Sünde begangen. Sie haben mich auf die Seite gestellt. Sie haben angefangen, anderen Göttern zu dienen. Und der Mose geht an und er sagt, ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, wo du führst. Und wenn ich das so lese, dann kommt mir bei Mose jemand in den Sinn, der so ähnlich für uns alle Menschen eingestanden ist. Und das ist Jesus. Der gesagt hat, vergib ihnen. Und ich bin bereit, sogar die Strafe zu zahlen für die Menschen. Und das ist Jesus gewesen. Warum sage ich das am Anfang? Ich habe wieder Eindruck gehabt über diesen Gottesdienst vom heutigen Tag, dass es wie so auch Umkehrgottesdienste sind. Gottesdienst, wo Gott uns auch herausfordert, im guten Sinn. Hey, ist dein ganze Herz wirklich bei mir? Dass wir auch klar werden mit Sünde in unserem Leben. Schau jetzt, Übertreten von der Gebot von Gott nennt die Bibel Sünde. Und Sünde ist immer für einen Moment, fühlt sie sich gut an, fühlt sich nach Freiheit an, fühlt sich nach Action an, fühlt sich nach einem Kick an in unserem Leben. Aber am Schluss zerstört es uns, unseren Selbstwert, zum Teil unsere Beziehungen. Und was wir manchmal vergessen, aber wenn wir mit einem geteilten Herz leben, wenn unser Leben nicht ganz wirklich bei Gott ist, hat es auch ewige Konsequenzen. Für Menschen, die sich nie entschieden haben, heisst das, die Bibel von einer ewigen Trennung von Gott. Für Christen, die so leben, mit einem geteilten Herzen in ihrem Inneren, heisst das ein Verlust einmal von ihrem Lohn bei Gott. Und der einzige Weg, wie wir das umkehren können, der einzige Weg, wo Gott uns gezeigt hat, ist der, er sagt, kehrt um, kommt zurück auf den Weg mit mir, wendet euch ab von euren Sünden, versöhnt euch mit Gott, versöhnt euch mit eurem Nächsten. Jetzt ich kann mir vorstellen, wenn wir hören, wie Gott den Anspruch hat an unser Leben, dass er allein Gott ist, können wir uns wirklich fragen, ja, was ist denn das für ein Gott? Was soll denn dazu führen, ihm wirklich mein Vertrauen zu geben? Und es ist interessant, dass gerade in dem Text, dass Gott nicht kommt und sagt, hey, ihr habt es vermasselt mit dem, ihr seid mir untreu geworden. Gott sagt etwas ganz anderes. Er kommt und er sagt, hey, ich will mich euch nochmal neu vorstellen. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Der uns gezeigt hat, wie Gott ist, das ist Jesus gewesen. Und ich werde jetzt bewusst mal so ein bisschen im Hinblick auf Jesus jetzt auch den Text auch nehmen und die Eigenschaften von Gott nochmal in unsere Mitte legen. Er sagt zuerst einmal, schau mal, ich bin der Herr. Ich bin der,
der auch alles im Griff hat. Ich bin der, wenn du zu ihm kommst, dann findest du wirklich Hoffnung, dann findest du einen Weg. Dann findest du einen Gott, der Lösungen hat für dein Leben. Dann findest du einen Gott, der das hat, was du brauchst in deinem Leben. Ich bin der Herr. Und dann sagt er, hey, ich bin barmherzig. Das heisst, hey, wenn Gott irgendeinen Fehler sieht, wenn Gott Sünde sieht in unserem Leben, er will nicht reinschlagen, er will uns nicht fertig machen. Er ist nicht der Big Brother who's watching you. Er ist nicht einfach der irgendwo mit den Peitschen umeinander läuft und wenn irgendetwas nicht gut ist, kommt er, sondern hey, wenn wir Fehler begehen, wenn wir Sünden begehen, dann kommt Gott und er sagt, hey, ich will nachsichtig, ich will hilfreich in deinem Leben sein. Ich will dort, wo du schwach bist, will ich dir helfen, stark zu werden. Dort, wo du es nicht im Griff hast, will ich dir helfen, dass du es in den Griff bekommst. Und dann sagt er, ich bin gnädig. Wenn dort, wo Menschen ihn um Hilfe gebeten haben, dort, wo Menschen in Not gekommen sind, Gott hat sich immer bitten lassen. Gott war immer gnädig gewesen. Und mir fällt das sogar auf bei Israel. Wie oft mal haben sie ihn traurig gemacht, haben ihn aber trotzdem um Hilfe gebeten. Und Gott hat ihnen immer wieder geholfen. Das ist ein gnädiger Gott. Und dann sagt er, meine Geduld ist gross. Ich weiss nicht, du und ich, wir haben so einen Geduldsfaden, oder? Und wenn jemand lang genug an dem zieht, dann sagt man, dann reisst er. Bei Gott reisst der Geduldsfaden nie. Er rastet nicht aus. Er wird nicht irgendwie plötzlich böse. Er fängt nicht an, plötzlich reinzuschlagen oder plötzlich mit seinen Worten uns fertig zu machen. Sondern er ist der Gott, der einfach eine Passion hat. Wenn du es vermasselt hast, wenn es nicht gut ist, ich will dir eine zweite Chance geben. Und dann sagt er da, meine Liebe ist gross. Das zeigt eigentlich Gottes Herz. Er ist liebevoll. Wer Gott begegnet nicht nur einer Person, sondern begegnet Liebe in Reinkultur. So ist er. Wenn du kannst Gott nicht begegnen, ohne nicht seine Liebe irgendwo zu spüren oder zu erfahren. Im Psalm 136, da finden wir das Wort, das dort gebraucht wird für die Liebe von Gott, 26 Mal. Deine Liebe ist groß, deine Liebe ist groß, deine Liebe ist groß. Der Psalmist kommt fast, wie sagen wir, kommt fast nicht daraus raus, das immer wieder zu sagen. Er ist so überwältigt von der Liebe Gottes. Und dann sagt er, meine Treue ist groß. Gott bleibt sogar treu, wenn du untreu bist. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn du dieses Wort ihm gegenüber gebrochen hast. Und dann sagt er, ich bin voll Gnade. Und zwar so eine Power an Gnade. Und das heisst, Gott gibt uns seine Hilfe. Gott befähigt uns über 1000 Generationen hinweg. Wow. Und die Frage ist natürlich an uns, denken wir so über Gott? Was ist dein Bild von Gott? Was ist deine Vorstellung, wie Gott ist? Schau, wir können uns unsere eigenen Vorstellungen machen von Gott. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann schaffen wir uns unseren eigenen Gott. Dann schaffen wir uns unseren eigenen goldenen Kalb. Oder wir können angehen und sagen, ich will lernen zu denken über dich, oh Gott, so wie du bist. So wie du dich vorgestellt hast. Nicht so, wie ich mir vorstelle, wie du könntest sein. Und weißt du, und wenn ich Gott so kennenlerne, wenn ich das Bild von Gott habe, dann muss ich sagen, ich wäre ein Double, wenn ich mein Herz, mein Leben dem Gott nicht ganz anvertrauen und ausliefern. Und er mein ganzes Herz wirklich haben könnte. Jetzt sagst du, ja Matthias, aber ich habe den Text im Fall genau gelesen. Da ist noch etwas gestanden, dass Gott Sünden nicht ungestraft lässt, sondern das Kind für die Sünden von ihren Eltern bis in die 3. und 4. Generation müssen gerade stehen. Schaut, das ist im Alten Testament ist das grundsätzlich richtig gewesen. Aber was ganz wichtig ist, schon im Alten Testament hat Hesekiel gesagt, die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Jetzt können wir sich fragen, ja, widerspricht sich da die Bibel? Aber wenn wir weiterlesen im Hesekiel, dann stellen wir fest, Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft, wenn was passiert, wenn sie sich nach Gottes Weg ausrichten. Dann ist wie wenn Gott sagt, hey, weißt du, da schneide ich etwas ab in einer Familie, da mache ich einen Unterbruch und sage, hey, was die Eltern falsch gemacht haben,
hat jetzt nicht einfach einen negativen Effekt auf das ganze Leben der Kinder. Ich fange etwas Neues an. Es ist interessant, im Galater 3,13, dort heißt es nämlich, Jesus hat das möglich gemacht. Er hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Warum sage ich das? Es gibt Christen, die sagen, hey, wenn sie irgendwo in Probleme kommen, haben sie dadurch, vielleicht ist über mir so etwas eben wie ein Generationenfluch. Aber die Bibel sagt so klar, weißt du was, wer sich Jesus zuwendet, wird befreit. Nicht nur von der Sünde und von den Konsequenzen von der Sünde. Und das ist das Größte, sondern auch von jedem Fluch, der über sein Leben sein kann. Von jedem Fluch, der in der Familie irgendwo einmal vielleicht war. Jetzt sagst du, ja, aber Matthias, aber ich spüre doch noch Sachen. Schaut, wir erben manchmal Denkweisen, Verhaltensweisen und Wertesysteme auch von unseren Eltern. Wir übernehmen die, ganz unbewusst. Aber weißt du, wenn du Jesus kennenlernst, passiert Folgendes. Dann fängt Gott an und zeigt dir die Wertesysteme auf und sagt, weißt du was, hey, so haben deine Eltern gedacht. Ich weiss noch, es war ein junger Mann bei mir in der Jugend, als ich noch Jugendleiter war. Es war eine coole Zeit, Jugend. Genau. Also leider noch nicht Fuse, es war immer noch ein Vorgänger, sozusagen, von Fuse. Ganz genau. Und er hat gesagt, hey, meine Eltern haben mir immer gesagt, freier Sex ist voll okay. Und ich habe jetzt auch nicht Gott kennengelernt. Und ich merke irgendwo, das sind wie zwei verschiedene Wertesysteme. Was soll ich jetzt machen? Ich habe gesagt, weißt du was? Folg du Gott. Folg du nicht dem Wertesystem von deinen Eltern. Folg du Gott. Und jetzt ist das Wertesystem anfangen zu verändern. Und ich sage jetzt mal so, das, was er geerbt hat von den Eltern, an einem Gedankengut, an einer falsch verstandenen Freiheit, ist durch Gott gesund geworden, heil geworden. Und so gibt es Sachen vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich bin meine Eltern, vielleicht war jemand Alkoholiker gewesen, bin ich jetzt auch Alkoholiker? Hey, wir haben nur kritisiert, wir sind eine Familie, wir haben gelästert über andere, wir sind überheblich gewesen. Bei uns, wir sind vielleicht sehr unversöhnlich gewesen als Familie. Weißt du, wenn du Jesus kennengelernt hast, ich will dir eins sagen, der Heilige Geist wirkt an deinem Leben. Dass du die Prägungen von deiner Family, die nicht Gott entsprechen, dass die kannst erkennen und dass sie kannst ändern und dass sie kannst loswerden. Und weißt du, nicht nur loswerden, sondern dass sie ersetzt werden durch das, was von Gott her gut ist, schön ist, dass du kannst liebevoll, dass du klar mit Gott kannst unterwegs sein. Ich werde mit der Geschichte heute Morgen schliessen, wo uns das ein bisschen illustriert und wo so ein bisschen die Geschichte eigentlich zusammenfasst. Eines Tages ist eine Frau zu Jesus gebracht worden. Und sie hat gesagt, sie haben die Frau frisch im Ehebruch ertappt. Und nach dem Gesetz von Mose hätte die Frau gesteinigt werden. Und Jesus, er hat dem Wort, das ja ursprünglich von ihm, vom Vater und vom Geist gekommen ist, als Volk Israel, er hat das Wort nicht einfach auflösen können, hat das Wort nicht brechen können, sondern Gottes Gebot, die gelten in dem Sinn, gelten sie ewig. Und es war interessant, Jesus, er sagt trotzdem zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Und jetzt ist die große Frage, wird Jesus das überhaupt dürfen? Wird Jesus das überhaupt können? Jesus widerspricht sich ja selber. Aber schaut, Jesus, er hat in die Zukunft geschaut. Ein paar Wochen später ist Jesus ans Kreuz von Golgatha gegangen. Und er hat dort die Strafe, die Steinigung auch von dieser Frau, hat er auf sich genommen. Er ist gestorben, stellvertretend für die Konsequenz von ihrer Sünde, die sie tragen musste. Jemand musste zahlen, jemand hat gezahlt für die Konsequenzen von unserer Sünde. Und das ist Jesus. Und schau, darum gilt bis heute, zum heutigen Tag das, wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der wird befreit von aller Strafe von Gott, von aller Strafe. Wer sein Vertrauen darauf setzt, dass Jesus gezahlt hat, dass er den Weg gemacht hat, dass er den Weg gegangen ist, dass er es für uns hat da, der erlebt die Kraft vom Evangelium. Und die Kraft vom Evangelium ist die, ich erlebe,
Vergebung für meine Sünden. Ich erlebe, dass Gott mich gerecht spricht. Ich erlebe eine Reinigung von meinem Gewissen. Und das ist mega Lebensqualität, wenn das Gewissen da innen, wenn du weißt, es ist rein, es ist richtig. Gott hat gesagt, es ist alles vorbei, es ist ausgelöscht, es ist vergeben. Das ist das Evangelium. Und ich will da Folgendes dort jetzt noch ergänzen zum Thema von unserer Predigt. Dort hat Jesus auch die Trennung von Gott, wo wir eigentlich darunter gelitten, die hat er auch auf sich genommen. Der Vater hat sein Angesicht weggewendet, wo die Schuld auf Jesus gelegen ist, damit sich Gott nie mehr von denen wird abwenden, die an ihn glauben. Nie mehr, nie mehr. Und schau, das ist so wichtig. Ich glaube, das ist so eine tiefe Grundlage. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, in einer von unseren Tageszeitungen in der Schweiz. Doppelseite drin war über Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben mit Sekten und Freikirchen. Also ich weiss auch, es ist immer sehr, sehr polemisch, die ganze Sache. Aber jemand hat dort drin geschrieben, ich habe immer gespürt, ich kann nicht das erreichen, was die Kirche von mir wollte. Und ich will dir eins sagen. Alles, was Gott will für dein Leben, das hat Jesus für dich am Kreuz schon erworben und schon da. Er spricht dich darum gerecht. Er hat darum die Macht, zum zu sagen, weißt du, von Gott hast du erfüllt, was du sollst sein und was Gott letzten Endes fordert. Kein Mensch kann erfüllen, was Gott eigentlich will. Keiner. Darum ist Jesus gekommen. Er hat es erfüllt für uns. Und schau, das ist auch Reife, wenn wir lernen in unserem Glauben, in dem zu ruhen, dass Jesus uns gerecht hat gemacht. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Jesus hat dieser Frau nicht nur gesagt, ich verurteile dich nicht, sondern er hat gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Er hat dieser Frau gesagt, schau mal, du hast Gnade erlebt, aber die Gnade soll jetzt etwas tun in deinem Leben. Sie soll eine Veränderung bringen. Darum hat Jesus gesagt, kehret um, wendet euch bewusst ab vom Leben in der Sünde. Wendet euch bewusst ab von allem in eurem Leben, was Gott nicht gefällt. Schaut, so heißt es in Galater 3,1. Und ich finde, der Satz ist so stark. So hat uns Christus wirklich befreit. Und jetzt kommt der zweite Teil dazu. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. In anderen Worten, weißt du, setzt das Vertrauen auf Jesus. Nicht nur, dass er dir vergibt und dass er dich gerecht macht, sondern setzt das Vertrauen weiter auf ihn, dass er dir hilft, verändert zu werden. Dass du kannst anders leben, dass du kannst so leben, dass Gott gefällt. Galater 5,13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Und das passiert, wenn Gott unser Gott ist. Und auf der anderen Seite sagt er nachher, aber nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Dazu setzt Jesus uns frei. Und schau, das ist eben auch Reife. Reife, wenn wir verstehen, die Veränderung, die es jetzt braucht in meinem Leben, die kann ich nicht selber vollbringen. Was ich brauche, ist die Kraft vom Heiligen Geist. Das, was es braucht, dass mein Leben Jesus ähnlicher wird, das kann ich nicht einfach nur durch eigene Disziplin oder gute Vorsätze, sondern dazu brauche ich göttliche Hilfe. Ich bleibe, wie es die Reformatoren so schön gesagt haben, ich bleibe ein Bettelnder bis an mein Lebensende. Jemand, der sagt, I need you, God. Freiheit bedeutet nicht, dass wir Gott nachher nicht mehr brauchen, sondern Freiheit bedeutet, dass wir erst recht lernen leben mit Jesus. Und ich werde uns heute Morgen einladen, dass wir doch aufstehen miteinander. Wir werden das Abendmahl heute und so ein bisschen anders machen. Aber ich will, dass wir wirklich heute Morgen, auch im Hinblick darauf, dass wir zum Abendmahl gehen, dass wir wirklich so von Gott kommen. Und das heisst in der Bibel, ein jeder prüfe sich selbst. Nicht du musst andere beurteilen. Du sollst dich selber beurteilen. Und komm heute Morgen zu Gott. Und ich will dir zuerst einmal die Frage stellen, ist Gott dein Gott?
Ist Gott wirklich dein Gott? Wenn er es nicht ist, dann hast du andere Götter in deinem Leben. Und wenn es du selber bist, dein eigenes Ego. Aber überlege mal in deinem Leben, hat das wirklich deinem Leben Sinn und Erfüllung gegeben? Ich weiss von so vielen Menschen, die haben bei dieser Frage können im guten Sinne kapitulieren und sagen, nein. Lass Gott macht dir ein Angebot heute Morgen. Er sagt, er bietet dir an, dass er dein Gott wird. Ein Gott, der dir wirklich Freiheit gibt. Ein Gott, der dir wirklich Ruhe gibt für dein Innere. Ein Gott, der dir wirklich Versöhnung gibt mit ihm. Ein Gott, der dir wirklich Frieden gibt für dein Leben. Und heute Morgen lädt er dich ein. Wenn du ihm dein Leben noch nie anvertraut hast, dass du es heute Morgen machst und sagst, ich will bekennen, der Gott von der Bibel, das soll mein Gott sein. Und ich will, dass wir für einen Moment unsere Augen schliessen. Und ich will fragen, hey, sind Menschen da heute Morgen, die sagen, ich brauche das. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass Gott mein Gott wird in meinem Leben. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand an deinem Platz. Und hey, ich würde gerne für dich beten. Ich würde dich gerne in ein Gebet auch reinnehmen. Danke vielmals. Andere Menschen da. Dankeschön. Hey, bete doch einfach an deinem Platz mit mir und vielleicht kann die ganze Kirche einfach mitbeten. Und ich will es heute mal so formulieren. Du könntest so beten. Vater im Himmel, bist du mein Gott. Ich will keine anderen Götter haben neben dir. Vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz. Und schenk mir Kraft von deinem Heiligen Geist, dass ich anders leben kann. Zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Und dass ich von jetzt an mit dir leben darf. Amen. Amen. Hey, das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir dort rein dürfen kommen. Ich will dir von Herzen gratulieren, auch heute Morgen für diesen Schritt. Das Zweite ist, ich richte mich an uns alle und ich will dich einladen. Prüf du heute Morgen dein Herz. Gehört mein ganzes Herz wirklich Gott? Oder wo sind die Kämpfe in deinem Herz? Wo sind die Sachen, die kämpfen um die Herrschaft von Gott? Um dein Herz, dass es nicht ganz Gott hingegeben ist. Ich weiss, viele von uns, wir kennen die Kämpfe. Ich glaube, sogar jeder, der Jesus nachfolgt, weiss, es gibt die Kämpfe. Du kannst heute Morgen Gott einfach sagen, Herr, ich schaffe den Kampf nicht allein, aber ich will dir mein Herz heute Morgen einfach neu ausliefern und angeben. Sagen, komm, bist du König von meinem Herz. Ich will mich dir neu hingeben. Nicht mit einem geteilten Herz, sondern von ganzem Herzen. So gut ich das erkenne am heutigen Tag. Und ich kann dir sagen, in dem Moment, auch wenn du den Kampf innerlich aufnimmst und den Kampf gehst, Gott wird mit dir sein. Und in dieser Auslieferung an ihn kommt eine wunderschöne Freiheit und ein Frieden rein, wo man merkt, mein Herz ist auch wie Gott. Und ich bitte dich gerade jetzt, Geist Gottes, dass du Menschen hilfst, in die innere Auslieferung zu kommen, dass Menschen an ihren Platz einfach sagen können, ich will das. Herr, mein ganzes Herz. Ich dulde keine anderen Götter in meinem Leben. Ich dulde kein anderes goldiges Kalb in meinem Leben. Ich will nur dich. Ich will nur dich. Setz mein Herz zur Ruhe. Gib mir Frieden.